Rosanna checkt's, Rosanna checkt's. Was geht ab? Wie läuft's genau? Rosanna checkt's, Rosanna checkt's. Für dich! Es ist morgen um 5:45 und wir müssen noch ein bisschen leise sein. Weil sonst wecken wir die Linda, die Olivia, die Matteo, die Hanna und die Lisa. Und die müssen erst um 6:30 aufstehen. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, Rosanna. Sind Sie schon wach? Nein, sie schlafen noch. Also, dann gehen wir sie jetzt wecken. Super. Eigentlich mache ich ja lieber ein Puff. Aber heute muss ich aufräumen. Das muss man halt in so einer Grossfamilie. Das kann ich sogar. 5 Kinder hat Familie Weibel und wie man so lebt, wenn man so viele Geschwister hat, das finde ich heute raus, hier bei Rosanna checkt's. Also, normalerweise weckt die Monika ihre Kinder. Wow. Aber heute wecke ich sie Rosanna-Style. Also, not. Fang gleich mal da. Ist gut. Osta, si sorge, hallo, hallo. Matteo, Anna. Wir lassen sie noch ein bisschen verwachen. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Wecken wir noch Linda und Olivia. Oh, die schlafen da oben. Morgen! Hoi Anna! Die Linda schläft noch. Ich lasse sie jetzt mal. Stegen sind heute nicht so mein Ding. Ich lasse sie mal anlegen. Das können sie, glaube ich, allein. Und gehe noch helfen zum Morgen machen. Oh, das war ja gar nicht Hanna, sondern die Olivia. Das ist die Hanna. Und da kommt die Olivia, der Matteo, die Linda und die Jüngste, die Lisa. 1, 2, 3, 4, 5 Kinder. Ist also schon noch viel. Beim Morgen sind also noch nicht alle wach. Ich auch nicht. So, jetzt aber ab in die Schule. Der Matteo ist immer der Schnellste am Morgen und trägt darum schon mal einen Rucksack zum Auto. Die Linda die füttert noch schnell die Hase. Ja, und habe ich dann jetzt schon die erste Pause, oder? Rosanna, im ersten Stock wären 3 Körbe Wäsche, wenn du da schon mal anfangen könntest. Okay. Ich probier's mal. Oh je, meine. Ja, das ist also recht viel Wäsche. Willi 02, ich glaube, das beantwortet deine Frage, oder? Ja, in einer Grossfamilie gibt es extrem viel Wäsche und all die Wäsche muss ich jetzt zusammenlegen. Ich glaube, ich weiß, was ich mache die nächsten 37 Stunden.
Rosanna, kann ich dir helfen? Ja, sehr gern. Ich habe da einfach mal so alle Pullis und alle Hosen aufeinander da. Du weißt aber sicher, wem was gehört, oder? Ja, das ist klar. Bei Matteo sowieso, als einziger Bub. Und ansonsten kriege ich das. Einfach von der Größe her, Das weißt du genau. es dann? Oder Socken wie? wird ein bisschen schwieriger, aber das findet man dann schon. Okay. Du hast 5 Kinder. Hast du das immer schon wollen? Also ist das so dein Traum gewesen, schon immer eine grosse Familie zu haben? Oder ist das mehr so per Zufall so gekommen? Nein, der Luc und ich haben uns wirklich immer eine große Familie gewünscht. So bei 4 ungefähr. Und das 5. ist dann quasi wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Also das ist jetzt einfach noch dazugekommen. Genau. Der Lisa. Genau. Okay. Oh, Moment schnell. 3-mal darfst du raten, wer es ist. Es ist mal wieder der Chef. Ich nehme schnell ab. Ist gut. Ist gut. Chef? Was? Nein, jetzt aber nicht im Ernst. Jetzt bist du 52 und kannst immer noch nicht waschen. Ja, also warte, ich frage schnell. Moni, mein Chef, hat mal gewaschen zur Abwechslung und hat jetzt alle seine weißen Sachen rosarot gefärbt, weil er etwas Rotes mitgewaschen hat. Kann man das noch retten oder ist das jetzt gelaufen? Ja, das wird schwierig. Wenn er vielleicht ein bisschen Chavelwasser reintut, könnte es gut kommen, aber das wird schwierig werden. Okay, Chef, hast du gehört? Kannst du es mal mit Chavelwasser probieren? Und wenn das nicht nützt, dann musst du halt morgen mit rosaroten Kleidern an die Sitzung kommen. Ja, ist gut. Ciao. So. Hei. Jetzt kann er immer noch nicht waschen. Ist dein Mann auch so einer, der nicht weiss, wie das geht, der Luc? Oder kann der das? Du, glücklicherweise habe ich einen Mann, der das sehr gut kann. Er hat selber 3 Brüder und die haben sehr viel mithelfen müssen im Haushalt. Also er kann den ganzen Haushalt schmeißen, das ist kein Problem. Und er ist ja auch 2 Tage in der Woche. Ist er daheim, gell? Ein Tag. Ein Tag. Und dann gehst du arbeiten? Dann gehe ich schaffen, auswärts schaffen. Genau. Okay, also eine faire Arbeitsaufteilung. Gibt ja aber, wie man sieht, auch viel zu tun in so einem Haushalt. Also das ist sehr wohl auch Arbeiten. Und zwar gibt es nicht nur Wäsche zu machen, sondern es gibt auch ganz viel anderes zu machen. Und das machen wir nachher. Aber ich würde sagen, jetzt tun wir da zuerst mal den Wäscheberg abtragen. Und weiter. Mit Strom kann man besser saugen. Ist ja brav, Elisa. Ich habe schon Angst gehabt, du tust mich ginken. So. Das ist also sehr kompliziertes Kleidungsstück, so eine Windel. Wie macht man jetzt die Windel zu? So, echt? Hey, du tust sogar helfen. Wow. So, bist wieder super. Bravo, bravo. Danke, hast du gut gemacht. Verwünscht! Oh. Ich muss, glaube ich, einen Zacken zulegen. Die Kinder kommen in 10 Minuten heim und bis dann muss ich fertig sein mit Kochen. Das Kochen überlässt die Moni heute mir. Sie holt dafür die Kinder von der Schule ab und ui,
da sind sie ja schon. Das ist also recht schwer. So. Sie tun immer vor dem Essen singen, gell? Ganz kurz. Ja. Gut. Gut, Halleluja, Amen. Ich habe ja jetzt den ganzen Morgen da gearbeitet, gell? Ich habe gestaubsaugt und eure Bettsachen rausgehängt und gekocht. Könnt ihr mir erklären, wie ihr das macht mit Ämtli und so? Das hat einfach jeden Tag tut jemand die Hase raus und die Hase rein. Und der das macht, der muss nachher auch noch gerade den Tisch decken. Aber muss dafür nicht abräumen. Okay, also, aber erst am Abend oder schon am Mittag? Am Mittag nicht. Gut. Erst am Abend. Ich habe mich schon beschweren. Hey, das habe aber ich müssen. Also der die Hase rein tut, muss auch tischen? Gut. Und das wechselt jeden Tag? Ja. Und einfach aufräumen und so, das ist so im Zimmer. So, ja. Ja. Alle. Alle? Also ihr zwei räumt euer Zimmer auf? Ja, meistens schon. Meistens schon. Meistens schon? Und Dunga tun wir alle zusammen. Sind sie brav, Moni? Ja, klar. Manchmal. Aber ihr habt keinen Ämtli-Plan in dem Fall oder so etwas. Gibt es eine Strafe, wenn ihr es vergessen? Nein. Noch nie vorgekommen. Noch nie vorgekommen. Noch nie vergessen worden oder noch nie bestraft worden? Noch nie bestraft worden. Okay. Da sind wir froh. Haben wir fertig gegessen? Ja. Gut, also dann machen wir jetzt die Stunde der Wahrheit. Haben wir es gerne gehabt, was ich gekocht habe? Mal schauen. Ja, das. Wann ist das gut? Also, gut. Wir haben es. Ihr habt es? Ja. Gut. Juhu! Sehr gut, danke vielmals. Und plötzlich ist es mega still. Immer Punkt 1 ist bei der Familie Weibel Siesta angesagt. Das hat die Moni so bestimmt, die Mami. Und so wie es aussieht, halten sich die Kinder dran. Aber was die so machen in ihren Zimmer, das möchte ich jetzt schon irgendwie noch gerne wissen. Matteo, was machst denn du in dieser Zeit, wo deine Mama Siesta macht? Also meistens tue ich CD hören oder eben Hausaufgaben machen. Und heute? Heute tue ich meistens dran bei so einem Buch. Das sind meine Lieblingsbücher im Moment. Aha. Und die lese ich dann. Oder eben heute habe ich auch noch ein Gedicht. Was musst du auswendig lernen für die Ja. Schule? Okay. Und haltest du dich immer dran? Also, ist es immer wirklich ruhig am Mittag da Also, bei euch? Eigentlich schon, wir versuchen es, aber manchmal kommt die Mami schon vor, wenn wir unten sind so, und sagt, jetzt könnt ihr noch ein bisschen leislicher sein. Und dann ist sie einmal hässig. Ja. Okay, dann sind wir heute extra ein bisschen still. Habe ich noch ganz eine andere Frage. Du bist ja der einzige Bub in dieser Familie. Ja. Ist das lässig mit so vielen Schwestern oder findest du das manchmal auch ein bisschen doof? Also manchmal ist es ein bisschen cool, manchmal nervt es auch. Ja. Also du hättest schon gerne irgendwie noch einen Bruder gehabt. Dann gehe ich aber mal noch jetzt mit den Mädchen schwätzen, mit deinen Schwestern, mit der Olivia und der Linda. Und du kannst da ja noch ein bisschen in deinem Büchlein lesen. Ist gut? Ui, das ist noch schwierig da rauszukommen. So. Rein. Hoi, Linda. Oh, aber ich störe dich beim Aufzug machen. Nein, ist gut. Matti. Ja. Machst du immer am Mittag, wenn Mami schläft, Matti-Aufgaben? Ja, wenn ich habe schon. Okay. Ich habe aber ganz eine andere Frage. Ja. Und zwar kann man mir bei Rosanna checkt ja Fragen mit auf den Weg geben. Also du kannst das machen, wenn dich etwas wundernimmt. Und das Zambo-Mitglied Lassi nimmt etwas fest Wunder. Nämlich, ob ihr einmal Probleme habt, weil ihr ja eure Zimmer teilt. Findest du das etwas Mühsames, das Zimmer teilen? Also jetzt eigentlich mit der Olivia, also mit ihrer Schwester, finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm, weil es eigentlich manchmal am Abend noch Spass macht. Kann man noch ein bisschen zusammen reden
Und ja, also wenn ich jetzt so allein ins Zimmer hätte, fände ich es manchmal ein bisschen langweilig. Also schon gut, wenn man so eine Zeit hat, wo man so alleine manchmal sein kann, aber dann gleich wieder mit jemandem etwas machen kann. Also du hast gar keine Lust im Fall auf ein eigenes Zimmer? Ja, manchmal schon, wenn es mich nervt, aber eigentlich nicht so. Also bist du glücklich mit der Olivia? Ja. Gut, dann sind wir froh. Ist sie denn jetzt auch da? Ja, sie ist da oben. Also dann gehe ich sie fragen, ob sie auch gerne mit dir das Zimmer teilt. Ja, das ist ja, gut. muss immer zweiseitig sein, oder? Hoi Olivia! Bist du an Musik hören? Ja, Was hörst du? Christa Burke. Will ich schnell Ja? auch hören, was du da... Ah, das kenne ich sogar. Du, dann hast du das ja gar nicht gehört. Ich habe vorher mit der Linda schon geschwätzt. Und sie hat gesagt, dass sie auch gerne mit ihr ein Zimmer teilt. Stimmt das wirklich, dass ihr gerne Also, ein Zimmer teilt? Ja. Ich tue eigentlich auch gerne mit ihr das Zimmer teilen. Es ist noch lustig manchmal. Können wir noch Sachen zusammen machen oder eben zusammen reden. Das ist genau das, was sie auch gesagt hat vorher. Ganz viele Zambo-Mitglieder haben mir die gleiche Frage mit auf den Weg gegeben, das Mal. Nämlich zum Beispiel die Steffi 15 oder Nico 2003. Die wollten alle wissen, ob ihr viel streitet. So viele Kinder von einem Haufen und so. Ja, eigentlich nicht so viel. Manchmal sind so ein paar am Streiten am Tag. Manchmal ist aber auch einfach Frieden. Und manchmal hat jeder jemanden, der zusammen streitet. Ich finde es auch gut, weil wenn ich so viele Geschwister habe und ich mit jemandem Streit habe, kann ich nachher wie zum anderen gehen und mit dem etwas machen. Dann hast du immer noch ein paar andere Ja. Geschwister, mit denen du gerade keinen Streit hast. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt nämlich noch zu der Hanna schnell gehen. Mit ihr schwätzen. Sie ist von außen und das ist ja mega ein schöner Tag heute. Darum schon wichtig, dass man noch ein bisschen rausgeht. Dann kannst du da weiter noch ein bisschen Musik hören. So, die Siesta ist jetzt vorbei. Darum ist die Mama Moni im Garten mit der Hanna am Kresse pflanzen. Schon mal kurz so. Das soll da helfen, das ist noch schwierig. Hallo! Hallo. Hallo. Moni, gell, dass du mit der Hanna da Tischdecke machst, das ist kein Zufall, weil sie ist ja so die Kreativ bei euch. Hanna ist die Kreative hier. Hanna, was machst denn du? Ich habe gehört, du tust gerne basteln und so. Was, tust denn du was machst du am liebsten, wenn du alleine bist, so viele Sachen? Manchmal malen oder basteln mit Blättern. Oder manchmal höre ich auch ein bisschen Musik. Und manchmal tue ich auch ein bisschen vielleicht etwas machen im Zimmer. Im Zimmer mache ich manchmal schon etwas. Machst du auch einmal etwas? Ja. Und ich habe aber gehört, du tust auch ungern tanzen, gell? Ja. Gut, wenn wir das jetzt gerade machen. Ja. Gut. Juhu, wir gehen tanzen! Also, ich brauche mal eine Pause. Das ist also eine recht anstrengende Angelegenheit, so viele Kinder. Hey, hoi Luc! So, Rosanna, So, ich sitze da schon völlig erschöpft vor deiner Haustür. wieso erschöpft? Ja, das war jetzt ein strenger Tag Ich bin mit deinen erschöpft. Kindern, den ich da hatte. Du kommst vom Arbeiten, gell? Ja. Was findest du strenger? Arbeiten draußen oder einen Tag daheim mit 5 Golfen? Das kann man nicht so sagen, es kommt darauf an. Manchmal ist es hier strenger, manchmal auch beim Arbeiten. Und was ist schöner?
Das kann man auch nicht sagen. Also es ist sehr schön daheim. Aber es gibt auch Momente, wo ich lieber beim Arbeiten bin. Wo man sich freut, wenn man Ja. mal rauskommt. Genau. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber jetzt freust du dich sicher zum Heimkommen am Abend, oder? Ja, es ist immer sehr schön, wenn die Kinder auf mich warten und ja, ich Freude habe, mit ihnen wieder zusammen zu sein im Moment. Also gut. Obwohl das dann gerade noch einmal ein bisschen weitergeht. Also es ist dann gerade nochmal eine Runde Ja, auch noch genau. streng. Ja, ja. Also nicht immer gleich, aber manchmal will man auch einfach Ruhe. Das verstehe ich. Ja. So, ich will jetzt ganz fest Ruhe. ist Sie normal, sind, glaube ich, ganz aufgedrüllt da rein. Vorher schon eine Stunde mit ihnen getanzt. Wow. Aha. Ich lade dich in dem Fall jetzt glaub, mal da übernehmen da Ja. und heimkommen in Ruhe. Du willst nicht mehr helfen. Hey, nein, ich glaube, ich gehe dann mal heim. Ist gut. Ist gut? Ja. Also, dann lasse ich dich mal heimgehen. Tschüss, Danke Rosanna. vielmals. Ja, merci dir vielmals. Schönen Abend. Hallo zusammen, seid ihr schon am Warten? Hallo. Oh, schau mal, die Rosanna geht. Ja, ich muss noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Zusammen. Oh, die Elisa kommt noch extra gut Ciao sagen. Ciao, Elisa. Tschüss. Bis bald. Was geht ab? Wie läuft genau? Rosanna checkt.